Hallihallöli, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und heute wird's ein bisschen chaotisch. Heute gucken wir mal, was wir das letzte halbe Jahr erreicht haben und was wir das nächste halbe Jahr noch erreichen müssen. Bezieht sich auf meine Neujahresansprache. Oder mein Plan für das Jahr halt. Den habe ich auch da unten altmodisch aufgeschrieben. Und fangen wir doch da unten mal mit meinem mit vorletzten Teil vom Plan an. Ja. Mein Recap halbautomatisch. Also das ist ein riesiges Ding. Falls ihr neu auf dem Kanal seid. Wenn nicht, habt ihr das letzte Video gesehen, dann wisst ihr auch, wie das Ding schießt. Das haben wir mal alles Schusstest. Und ich hab da noch, seht ihr, vorne schon weitergemacht. Das ist der erste Versuch für Schnittstelle. Ihr seht, das passt noch nicht ganz, deswegen habe ich Vorversuch gemacht. Das kommt dann alles in den nächsten Videos. Da kommt da da machen wir 3-Streik-Version daraus. Seht ihr, ist ein bisschen mehr Heißkleb wie beim letzten Mal. Das musste alles ein bisschen verstärken, das 3D-Druck, der Leute hat nicht gereicht. Und was ich noch geändert habe, ja, da noch ein Haufen Klebnei da. Das heißt, das dürft jetzt da halten. Krach. So. Uiuiui, das wird ein schweres Pflaster. So, das dann da noch. So, da kommt dann noch eine Schiene noch. Das ist noch so vielleicht. Das wird schon, die Knöpfe müssen da hinten noch. Das überlege ich mir noch. Uiuiui, das geht in den Arm. Uiuiui. Ja, das machen wir noch. Hoppala. Aber jetzt haben wir auf die Seite. Ja, ich sag's euch. Da muss man Gewicht heben für das Blasterle. Das wird eine Monstrosität. Fangen wir heute von oben an, was wir noch erreichen müssen. Ihr seht hier die Sledgefire. An der selber will ich nichts machen. Aber die will ich da haben für kurze Pfeile, glaube ich. Da steht bloß auf meiner Notiz bloß Sledgefire kurz. Und ich glaube, da einfach ein Adapter für kurze Pfeile. Das heißt, warte mal, wir müssten da bloß das Teil rauszwicken, oder? Dürfte das schon für kurze Pfeile gehen? Oh. Oder mit Drucker dabei, so ein 3D-Drucker. Ja, das. Ich glaube, dann machen wir so einen 3D-Drucker, will das jetzt nicht hinmachen. Ich will das mal schießen. Deswegen haben wir das da. Schönes Blasterle. Braves Blasterle. So. Will er aufräumen. Das hier ist auch witzig. So. Dann haben wir, was wir schon mehr oder weniger erledigt haben. Da haben also ein richtiger Sniper aus dem Ding machen. Aber hätte sauber abstauben sollen. Ihr seht, das steht schon wieder eine Weile rum und macht nicht so viel Spaß, wie ich mir erhofft habe. Also eigentlich hätte das Ding noch mehr Leistung haben sollen. Ich habe feststellen müssen, da kann man aus dem Ding beim besten Willen nichts mehr rausholen. Also das ist einfach eine Leistungsgrenze. Das hat keine Reserve, die man dann irgendwie rauskitzeln könnte. Also man könnte da sicherlich was rausholen, aber dann müsste man so viel ändern, dass man dann auch einen eigenen Blaster entwerfen könnte. Da könnt ihr euch die Videos dazu angucken. Ist ganz spannend, wie das Ding innen aufgebaut ist und so alles. Ist aber ganz spannend, die Reise. So sehr, was man alles dabei so lernt. Dann steht noch ein eigener Feder, das Blaster, auf der To-Do-Liste. Das seid jetzt noch nichts auf dem Tisch, weil da gibt es noch nichts dazu. Also ich habe noch nicht angefangen, irgendwas zu machen da dazu. Dann steht der Thompson auf der To-Do-Liste. Und, also Thompson Blaster. Und ihr bleibt kurz da, ich hole das ist hinter der Ecke. Das heißt, ich werde jetzt da ein bisschen ruhiger und jetzt wieder lauter. Das ist das da wird das. Schau mal, ich hab gedacht, das. Und ja, da habe ich auch schon länger nicht mehr dran weitergearbeitet. Ich sag's in letzter Zeit, habe ich viel Zeugs um die Ohren. Oh, scheiße. Das Magazin geht nicht, nein. Jetzt seht's. Doch, da hat man doch gedacht, das habe ich berechnet. Ja.
Ist nicht so, dass es rausfällt. Die Verkabelung fehlt hier noch. Wobei, da ist der Kabelkanal Gott da durch, also ich hab's bloß noch nicht verkabelt, weil ja, das ist mir Schieber Gott noch nicht so gescheit. Der ist hier. Oh, Baller. Uiuiui. Ja, mach's halt, hey. Zumindest läuft Kamera, wenn ich sie mache. Das ist im Endeffekt ziemlich ähnlich zu meinem eigenen Blaster. Also, gut, das ist auch mein eigener Blaster. Also mein erster eigener Blaster. Das wird halt Zombie-Strike-Variante. Und vielleicht habt ihr schon meinen zweiten Kanal gesehen. Das ist hauptsächlich der Grund, warum ich da die Axt habe. Das erklärt sich auf meinem zweiten Kanal, so mal, um mal Werbung für meine anderen Projekte noch zu machen. Ah, da hat. Warte, ach. Denkt man doch, da hat er ein schöner doch was gedacht. Und jetzt wird als erstes mal ein Zombie-Strike-Blaster. Aber wenn wir das Ding mal haben, da Trommelmagazin dazu zu entwerfen. Und ja, das dann. Wobei Thompson gab es auch mit Stabmagazin, also das in dem Design so zu erstellen wie eine Thompson, das ist dann das kleinste Problem. Also von daher, ihr seht, gut, wenn ihr den jetzt ohne Designs her würdet. Was ist da? Ach, Schreibler. Oh, ja. Wenn ihr den, und ihr seht, das ist das 777er Special, da fällt immer noch. Das ja, ich sag's euch, da viel zu tun. Viel anderes Zeugs, wo ich nicht so unbedingt auf dem Kanal drüber reden mag. Aber das einfach nicht. Ja, egal. Ich gucke trotzdem, dass man mit Dingen weiterkommen und weiter vorankommen, dass man den Kanal da weiter betreibt. Also von daher, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da, das ist ja, ich gucke jetzt auch wieder, dass man da die Projekte, also das habe ich halt ein bisschen vernachlässigt die letzte Woche, da habt ihr also auch kein Video dazu gesehen, weil es ist halt der Stand vom letzten Video, also das, auch während das jetzt gerade noch nichts passiert, muss immer noch gucken, dass der Schieber zuverlässig funktioniert, weil das ist das Einzige, wo es noch klemmt, dass der Schieber die Pfeile nicht sauber reinschiebt. Das ist bei dem da auch schon besser, aber da ist halt das Magazin auch deutlich kürzer und alles näher dran. Ja, da muss ich irgendwann mal ein goldenes Filament einlegen. Aber gerade schon Drucker da mit dem da noch beschäftigt und dann den Blaster-Ingenieur rausdrucken und das dann noch machen. Dann ist der Blaster auch fertig. Und zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, haben wir noch keine 888 Abonnenten. Also von daher bin ich gerade noch, ich habe nicht mehr lange Zeit, glaube ich. Also, dann kommt das 888 Special. Das wird auch witzig. So. Dann, ja, LEDs in die Double Punch noch reinmachen. Muss ich halt mal gucken, welche Farbe ich haben möchte und das mal bestellen. Das ist normalerweise schnell gemacht. Ich meine, das sind LEDs, ein bisschen Widerstände davor, dass das zu der Spannung passt, dass den Strom durch die LED limitiert. Das ist alles kein Hexerwerk. Und vor allem, LEDs sind jetzt nicht so teuer, dass man da, wenn man das mal falsch kalkuliert hat und einer verbläst, dass es dramatisch wäre. Aber das steht auch noch auf der To-Do-Liste. Ja. Dann haben wir noch einen eigenen Revolver auf der To-Do-Liste. Oder Heberless Blaster mit Magazin. Da habe ich auch nichts vorzuzeigen. Ich habe meine Liste irgendwie nicht so angefangen wie. Egal. Dann haben wir auch noch einen Seriezustand. Der Vagabond. Und den hätte ich gerne. Oder das habe ich gemeint, dass ich das gerne als Heberless Blaster hätte. Aber ich habe da meinen Plan leicht geändert. Also wir machen prinzipiell ein Heberless Blaster. Also aus dem Pump-Blaster mit Trommelmagazin machen wir ein Heberless Blaster. Also hat sie. Die Idee ist halt, hier kommen wir mir schon so ein idealer Drehpunkt hätte und da ein Hebel und das dann an den Mechanismus koppeln könnte. Oder da halt. Und das ist da nicht bloß geschraubt. Aber ich habe da ein bisschen meine Meinung geändert, also nur ein bisschen. So, aber wir machen das Projekt trotzdem nur mit einem anderen Blaster. Dürft ihr gespannt sein. Dann eigener Mega Blaster, eigener Mega XL Blaster. Das ist dann, wenn ich mal einen eigenen Blaster mit Feder habe, dürfte das jetzt kein großes Problem sein. Ja.
ich habe nur so langsam das Gefühl, da ist vieles dabei, wo ich selber designen muss. Gut, wobei wir haben noch ein halbes Jahr, also von daher passt das schon. Und das kriegt man, das hört sich immer alles so noch extrem viel an, aber das kriegt man da schon hin. Dann haben wir ein Projekt, das tatsächlich abgeschlossen ist. Wir haben hier die grüne Riken mit silbernem Innenleben. Also die ist jetzt voll getuned. Ja, so war es nicht geplant. Und ihr seht, das ist jetzt für halbe Pfeile. Seht ihr da was ich meine. Das ist jetzt sauber getuned, Haufen Workerteile, alles schön silber. Silberner Schlüter, Silber. Das sieht schon schick aus. Und das bisschen Orange, das passt auch noch. Und ich denke, 2, 3 Schuss können wir machen. Das muss zur Feier des Tages schon drin sein. Nachdem ich jetzt so viele genannt habe, wo ich nichts dazu hatte. Ja. Aber ich glaube, ich habe mir auch dieses Jahr ein bisschen arg viel vorgenommen. Das ist auch nicht. Und vor allem, dann habe ich noch 666er Special müsste. Das Jahr? Ne, das war letztes Jahr. 770er habe ich dieses Jahr noch gemacht. Das mit den Specials muss ich glaube mal Zeit lang ein bisschen aufgeben oder ein bisschen kompakter machen. Weil das kostet halt immer Zeit, die man eigentlich nicht hat. Oder die eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch, wenn es immer mehr Leute werden, mehr Abonnenten und das alles irgendwie wächst. Und das ist alles. Ja gut, das ist ein Haufen Geschäft, das Nebenjob und ein bisschen andere Hobbys hat man auch noch. Ja, wenn man eine halbe Stunde mehr Zeit gibt, findet man noch mehr Ausrede. Lassen wir es gut sein an der Stelle. Dann habe ich noch auf der Liste ein Slap, das ist Silly Lever Action Blaster. Wenn es richtig. Das muss ich wahrscheinlich von der Liste streichen, weil ich das Hardware-Kit dafür nicht kriege. Oder ich muss mal gucken, was das Hardware-Kit ist, aber das werde ich mal vorerst an Hold setzen. Ja. Ja, dann machen wir dann. Also, wenn's. Eigentlich hätte ich schon Bock auf den Blaster, aber ja, wenn ich das Hardware-Kit nicht dann kriege, ist halt nicht bloß das 3D-Drucker, sondern auch noch das ganze Zeugs zusammensuchen. Das ist mir die Mühe dann vielleicht doch nicht wert. Und ich muss mal gucken, ob ich vielleicht aus den USA bestellen kann. Dann haben wir noch, das habe ich fast vergessen, von lauter Doomland hier, die blaue 1887, die Tuner. Nach meinem Erfolg mit dem roten Sniper bin ich mir nicht so sicher, ob ich das haben will. Also das setze ich auch mal auf ganz niedrige Priorität, wenn es dann das hier nichts wird. Also es sei denn, ihr beschwert euch jetzt alle in die Kommentare, dass ihr das unbedingt sehr wollt und da unbedingt wollt, dass ich da mehr Leistung raushol und das irgendwie versuche. Also dann könnt ihr natürlich Druck auf mich ausüben und wartet ihr vielleicht Erfolg haben. Ihr könnt es auf jeden Fall versuchen. Auf jeden Fall haben wir dann noch die Nerf Zombie Trailer. Da hätte ich gerne eine Triggercard. Und vor allem halt die Schiene besetzt. Weil einfach hier rum was müsst. Gut. Das hier. Das müsste eigentlich. So müsste es gange. Das ist dann unter Gott. Das durfte sich ziemlich zügig machen lassen. Und das hat mich auch dazu inspiriert, einen Trommelplaster mit Magazin zu machen. Das kann auch sein, dass man einen Teil von dem Innenleben nimmt, weil der Gott ist wieder noch, da schnallt das Ding wieder nach vorne. Gut, das ist dann auch, wenn man dann anlegt oder ins Ziel von Rille durchguckt, wenn das hinten bleiben würde, wird das einem, wenn man Pech hat, auf die Backe hauen. Oder könnte das dann beim nach vorne gehen, den Lauf schließen und funktionieren. Das waren alle. Ja. Nicht, dass das dann gegen die Backe haut. So.
Dann haben wir tatsächlich noch was schon erledigt ist. Da haben wir der Pumpgriff von der X-Shot Longshot. Hat jemand doch tatsächlich in die Kommentare gedacht, dass ich die Longshot beleidige. Und ja, das machen wir auch noch mal ein separates Video dazu. Gott, da kommt jetzt nur Luft raus, weil das Magazin nicht klar ist. Das ist halt. Aber ich finde, also muss mich schon loben, mit meinem Pumpgriff sieht die einfach besser aus. Das, ja, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan von Griffe, die so senkrecht nach runter, ja, die so nach runter gehen. Das sieht einfach, das finde ich einfach nicht hübsch. Das habe ich auch an der Prophecy ziemlich zügig weggemacht. Und das habe ich auch an meiner Seagull weggemacht und ich glaube nochmal einen. Wenn nicht alles täuscht. Oder beide Prophecies, ja. Also gut, die Rode und ich meine, der Pumpgriff ist auf dem Design her von der Rode zumindest angelehnt. Ich meine, das ist hier nochmal schräger, weil er kurzer geworden ist, damit die Hand gerade so drauf passt. Das muss schon so sein. So. Dann haben wir noch. Fehlt noch ein Pumpgriff. Ja. Ja. Das ist die Conquest Pro. Da brauchen wir auch noch einen eigenen Pumpgriff. Das kriegen wir auch noch. Das Ding ist witzig. Was seht ihr, wie es den Pfeil da vorne so umdreht? Seht ihr das? Oder seht ihr, wie das zack nach vorne? Weil das Ding hat da das Magazin da und seht, wie die Pfeile gelagert werden. Sache jetzt. Hui, das macht Krach. Gut, da hätte jetzt auch Pfeil. Da hätten wir auch mal Pfeile reinladen können. Das ist so viel. Wir haben dann sonst noch. Das ist dann so das Vorletzte. Wir haben noch alles. Gut, noch zwei zusätzliche dann. Boah, die ist geschmiert. Das ganze Magazin mitgeschmiert. Schau, so Blaster. Den habe ich mir halt gekauft, weil er cool ist. Ne? Also rumspielt und mit einem irgendwie nicht arg. Ich habe den Kanal auch nur als Ausrede, dass man Blaster das kaufen kann. Jetzt müsste es leer sein, oder? Richtig? Ja, richtig zählt. Leer ist. So, die packen wir wieder auf die Seite. Dann müssen wir auch noch gucken, dass man bei meiner ja, das Kanal ist jetzt 2 Jahre alt und jedes Jahr bauen wir Prophecy, dass man dann mal andere Federn einbaut. Das ist so ein bisschen dünne Feder, die hier drin ist. Das muss ich noch ändern. Da muss da auch Löchchen rein, dass man die Schulterstütze festschrauben kann. Und die hat komplette rote innere. Ja gut, meine Rede zum Pumpgriff passt da nicht ganz. Aber ja, ich wollte halt alles sauber Spritzgussdoil haben und schön transparent. Wobei das ein bisschen rauchiges, also so ganz minimal rauchiges Transparent ist und das ein klareres Transparent ist. Wobei das doch auch ziemlich ähnlich ist. Ja, ist halt, ich glaube noch, das ist mein jüngster Blaster aktuell. Von daher. Ja, da müssen wir hinten ein bisschen was wegdrehen. Das kann sein, dass ich das gleich als nächstes mache, weil den würde ich eigentlich auch gar nicht fertig haben. Dass der nicht immer, dass man damit auch, dass der auch gescheit Dampf hat und man gescheit was machen kann. Das war so der Plan für den Blaster. Blasterle mit ordentlich Dampf. Das will ich jetzt nicht da oben drauflegen, weil sonst fällt mir das noch alles runter. So, dann haben wir noch. Ja, ich habe mir vorgenommen, einen eigenen Streif zu machen. Ja, nee. Oh, ich sehe da gerade was. Das festklebt. Tatsächlich. Scheiße. Und das, ja gut, das ist auf einer Größe, ich glaube nicht ganz dasselbe, also brauche ich es. Nee, das ist deutlich größer.
Und es sah ursprünglich auch optisch ein bisschen besser aus, bis ich dann gemeint habe, oder bis ich dann festgestellt habe, dass es auf mein Druckbett passen muss. Gut, und das ist auch, der Druck ist ein bisschen gescheitert. Das ist ein bisschen, ja. Und das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich das jetzt so, so verstaubt wie das Ding ist, das muss jetzt auch ins Archiv und dann ist weg. Mal irgendwann, ui, ja, seht die Probleme vielleicht. Wobei, in meinem eigenen Streif macht halt auch dahingehend wenig Sinn. Macht dann lieber mein eigener modulare Blaster die Plattform weiter und das dann mit Stabmagazin als die eigene Streifvariante. Das Batteriefach, das hat halt auch nicht so richtig funktioniert. Das Ding das ist alles ein bisschen zu notlig und müsst gucken, woran das. Also ich weiß jetzt aktuell auch nicht mehr, da müsste ich das Video jetzt auch wieder angucken. Irgendwas hat glaube ich nicht funktioniert, wenn nicht alles täuscht. Und am Ende des Tages hat mir die Optik dann zu wenig gefallen und das Ganze. Und man kriegt halt, das kriegt man halt einfach nicht arg viel schlanker hin, weil der Schwungrädelskäfig halt so groß ist. Also das ist halt einfach, was es ist so. Und den Griff, ja, das ist halt einfach nicht das Gelbe vom Ei. Packen wir es weg. Wir fokussieren uns auf den da hinten. Auf die Plattform. Also will ich zumindest die Schnittstelle ziemlich. Gut, ich habe dahinter die Schulterstütze, die Schnittstelle habe ich geändert. Wobei, da muss ich immer noch überlegen. Weil ich habe überlegt, die Batterie da oben halt zu machen. Das bin ich mir nicht ganz schlüssig, wo die Batterie reinkommt. Jetzt muss ich noch mal genau rausfinden, woran das. Das ist, der Magazinhalter ist gerade so, dass man das Magazin einfach so rausziehen kann, aber dass es nicht rausfällt. Eigentlich gar nicht so schlecht designt. Der Schieber muss halt weiter vor. Witzig ist schon. Und dann habe ich noch ein paar Dinge, wo ich mir gedacht habe, das könnte man vielleicht das Jahr auch noch machen. Also, ich will da Horner für eine Schulterstütze haben. Und auch Anbauteile. Also, oben Zielfernröhre habe ich schon. Schulterstütze lässt sich sicherlich auch machen dafür. Ich meine, die muss ja nicht wirklich funktionieren, aber wenn ich für das Ding mal das grüne Filament so drin habe, dann machen wir da dazu auch eine Schulterstütze. Dann passt das. Und eigentlich hätte ich gerne irgendwann mal eine eigene Mikroshot. Also für den Blaster oder andere Blaster in einer Mikroshot. Also einfach ein Ding. Oh, verdammt. Wie heißt das? Eine Jolt. Also eine Jolt-Umhausung dafür. Also ich meine, ich werde da kein Jolt selber bauen, sondern einfach gucken, müsste ein paar rumliegen haben. Und dafür um eine Umhausung, dass das so ähnlich aussieht wie das. Das ist so die Idee. Dann muss ich so rudimentäres Jolt-Design machen, das ich dann umhaus. Also ein Dummy halt. Und da die Umhausung drumherum. Ja, und damit habt ihr eigentlich so alle Projekte mal, wo ich aktuell stehe. Also das ist halt, da muss ich gucken, dass ich weiterkomme. Und der eigene Federless Blaster muss ich gucken, dass ich da eine Plattform dafür entwickle. Weil das noch auf die verschiedenen. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe. Ich meine, ich habe hier auch noch die Stampede draufgeschrieben, aber ja, das hat jetzt von euch auch keinen wirklich interessiert. Also von daher lassen wir die eine Zeit lang Ruhe. Ich glaube, die Stampede hat nicht wirklich einen Fanclub. Von daher passt es.
Und ich denke, alles andere kriegen wir hin. Und vor allem irgendwann mal kommt der Winter, da habe ich sowieso mehr Zeit. Da können wir so Bastelprojekte auch leichter vorantreiben. Und dann dürfte es auch passen. Und ich packe die Streifen ins Archiv und guck's nicht mehr an. Also es gibt so Dinge, manche Projekte, wo man dann denkt, ja, das war viel Arbeit, aber in die falsche Richtung. Wow, Vorsicht. Wenn man das so im Vergleich anschaut. Wow, ja. Und gut, der Blaster hier ist ein bisschen bräuter. Oder der wird noch ein bisschen bräuter, weil der noch nicht geschlossen ist. Aber wobei das Design kann man noch auch relativ schlank halten. Aber dafür ist das von der Höhe halt deutlich kompakter. Ach ja, und bei der 777er Special muss ich die Sprungrädler, also die Sprungrädler muss ich richten. Ach so. Ach, deswegen. Das sind die Schrauber, die da drin liegen, hinter drin in der Schulterstütze. Jetzt, deswegen liege die da drin. Okay. Problem geklärt. Das wird ein Zombie-Strike-Blaster. Mit zusätzlicher Klinge da und vielleicht noch Kettensäger-Aufsatz oder sowas. Das ist so der Plan. Und natürlich, falls das Magazin mal leer ist, braucht man seine Axt. Das ist so TPU-Material. War für das eigentliche, was ich gedacht habe, nicht ganz geeignet. Dafür war die Spitze zu spitz. Das darf. Aber als Dekoration von Blaster ist es okay. Ich denke, wenn man da so ein paar grüne Teile noch macht. Aber erst muss es halt funktionieren und dann das Design. Das ist dann auch Arbeit, aber da ist schon weniger Risiko drin. Naja, jetzt muss ich mal gucken, was das da hat und das da ist wichtig. Dann wichtig auch, dass ich der eigene Federless Blaster habe. Da mal Grunddesign. Oder vielleicht orientiere mich da stark an der Riken. Dass ich da vielleicht Teile von verwenden kann, das weiß ich noch nicht. Mittlerweile mit Schwungrädler habe ich halt ein bisschen Erfahrung, da Design zu machen. Auch noch nicht ganz, das geht mit dem Schieber noch nicht ganz. Aber man lernt halt so Stück für Stück. Und ihr könnt mir dabei zuschauen, könnt mitfiebern, könnt ihr natürlich Kommentare da lassen, Ideen, Anregungen da lassen. Und euch inspirieren lassen oder mich inspirieren, je nachdem. Und dann kriegen wir das dann schon hin. Und hoffe, euch hat jetzt der Überblick gefallen. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei euren Projekten. Und viel Spaß beim Bastler, euer Blaster-Ingenieur.